En nuestros encuentros en el Festival de Granada, hoy hablamos con el joven barítono alemán Konstantin Krimmel, minutos antes de su debut en el escenario del Patio de los Mármoles del Hospital Real, con una Liederabend dedicada al compositor vienés Franz Schubert. Hallo, Herr Krimmel. Hallo. Herzlich willkommen in Granada. Vielen Dank. Danke Gerne. für die Einladung. Sehr gerne. Heute debütieren Sie beim Granada Festival mit einer Liederabend. Was können Sie uns über dieses Old Schubert sozusagen Programm erzählen? Also es ist einer der 3 bekannten Liedzyklen, wobei er gegenüber den anderen Zyklen nicht wirklich ein Zyklus ist. Es ist quasi eine Sammlung von Liedern, von den letzten Liedern von Schubert. Eine Sammlung von Gedichten, vertonten Gedichten von Rellstab und vertonte Gedichte von Heine. Und diese Sammlung geht so etwa 40 Minuten und um daraus ein Konzertprogramm zu machen, kann man Lieder noch hinzufügen und da passt es ganz gut dazu, wenn man nicht zu viel Verschiedenes macht, sondern sich noch einen Dichter, einen Poeten aussucht. Wir haben jetzt Seidel gewählt, also noch ein paar Lieder von Seidel dazugenommen. Und es ist schon was sehr Besonderes, weil es eben Schuberts letzte Lieder sind. Also danach kam nichts mehr. Und mit dem Hintergedanken diese Lieder, vor allem die Heine-Lieder, also die Heine-Texte zum einen und wie Schubert die dann in Musik gesetzt hat, ist wahrscheinlich mit das Grandioseste, was es auf dieser Welt gibt, meiner Meinung nach. Prima. Und woher kommt eigentlich Ihre Liebe zum Lied und vor allem zum Liedgesang? Ich bin einfach großer Fan von Geschichten, von unterschiedlichen Sagen, Mythen und heute tatsächlich kam auch meine neue CD raus, Mythos, bei dem Label Alpha Classics. Und ich habe ganz früh schon gemerkt, dass ich einfach sehr gerne Geschichten höre, sehr gerne Geschichten lese. Und im Studium dann gemerkt, wie sehr es mich beglückt und wie sehr ich Freude daran habe, diese Geschichten zu leben, in diese Geschichten einzutauchen, diese verschiedenen Charaktere zu durchleben, anzunehmen, mich versuchen da rein zu versetzen, wie können diese verschiedenen Personen denken. Und Lied generell ist für mich die größte Freiheit, weil es sind ganz wenige Komponenten. Es braucht einen Pianisten oder eine Pianistin, es braucht ein gutes Klavier, einen guten Flügel und einen schönen Saal. Und hier haben wir einen ganz wundervollen Saal mit einer unfassbaren natürlichen Akustik. Und das war's schon. Also es ist ganz abhängig von sehr wenigen Komponenten, dass es ein schöner Abend werden kann. Und ich bin mein eigener Herr. Ich kann eigentlich machen, was ich will. In Absprache mit dem Pianisten kann ich im Konzert auch spontan Sachen verändern. Und das ist für mich ein sehr großer Luxus. Prima. Und apropos Pianisten, heute Abend haben Sie Daniel Heide als Klavierpartner. Wie haben Sie Daniel Heide kennengelernt und wie wichtig ist, mit einem Pianist mit dem Schwerpunkt Liedbegleitung zu arbeiten, wenn man Lied singt? Ich finde es jetzt so nach den Jahren, seitdem ich das jetzt schon mache und seitdem ich jetzt schon Lied singe, auch im Konzert, nicht nur in meinem kleinen Kämmerlein, finde es doch sehr wichtig, dass oder sehr angenehm und sehr stressfrei, wenn da jemand sitzt, der die Lieder auch kennt und der Erfahrung hat im Liedgesang, weil Liedspielen am Klavier ist anders als Solo-Klavier, so wie auch Opersingen anders ist als Liedsingen. Man muss einfach so ein Gefühl haben für den jeweiligen anderen, auch ich für ihn, sodass wir einfach zusammen auf einer Welle dann schwimmen und zusammen Musik machen und nicht jeder seine eigene Musik macht, sondern dass das ganz schnell zusammenführt und dann kann man flexibel sein, dann kann man spontan sein, dann kann man Sachen verändern und ich merke einfach, dass mir das wahnsinnig viel gibt und dass mir das ganz viel Freude bereitet. Und Daniel habe ich kennengelernt während Corona, also noch gar nicht so lang her. 2020 haben wir unseren ersten Liederabend zusammengegeben.
Es war Corona und kaum Konzerte, so vereinzelte Möglichkeiten, die man hatte. Und zu der Zeit war alles sehr spontan, sehr schnell. Hast du morgen Zeit? Hast du nächste Woche Zeit? Normalerweise jetzt sind die Kalender wieder voll bis 2026. Aber zu der Zeit war alles sehr, sehr schnell und sehr spontan. Und ich hatte ein Angebot, eine Anfrage für einen Liederabend und hatte ihn im Internet schon kennengelernt, also gesehen über Videos, YouTube, Facebook und dachte mir, den schreibe ich mal an und das würde mich doch interessieren, da das mal auszuprobieren, wie das funktioniert zusammen. Und noch eine letzte Frage zum Abschluss. Seit 2021 sind Sie Ensemblemitglied an der Bayerischen Staatsoper. Wie ist Ihre Erfahrung als Opernsänger? Wollen Sie komplett zur Oper in der Zukunft wechseln? Nee, auf keinen Fall. Also ich habe einen großen Respekt und eine große Liebe für die Oper, aber Lied ist für mich die Nummer eins. Ich habe im Lied so viele schöne Momente, wie ich im Lied hatte und hoffentlich haben werde. Das kann ich nicht vergleichen mit was anderem, weil es einfach für mich die größte Freiheit der Musik ist. Ich habe da am meisten Spaß, ich kann da am meisten genau das machen, was ich machen möchte und genau so singen, wie ich singen möchte und auch genauso interpretieren, wie ich gerne diese Geschichten erzählen möchte. Also ist bei mir das Lied bleibt auf jeden Fall auf Nummer 1 aber dann sehr schnell danach kommen Oper, kommt Konzert, Oratorium, Bach, Weihnachtsoratorium, Matthäus-Passionen oder auch von Mendelssohn, Elias, Paulus. Das sind fantastische Werke und das ist jetzt nur die deutsche Literatur. Da gibt es ja noch Englisch, Französisch, spanische Literatur. Es gibt so viel, das reicht gar nicht für ein Leben. Also von daher, ich kämpfe mich Schritt für Schritt voran. Sehr, sehr schön. Und danke vielmals für Ihre Zeit und toi 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 für diesen lieben Abend heute Abend beim Dankeschön. Granada Festival. Vielen Dank. Vielen Dank.